Ja, schaut mal den Hurenverkehr an. Ja, hoi, meine lieben Freunde. Und herzlich willkommen zum neuesten Video. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zu der Wäschstraße. Ich wollte mir den Töpf putzen. Es ist zwar so, ich tue mal meine Kette noch mit einer Kettenbürste und Kettenreiniger richtig gut durchschrubben, richtig gut abwaschen und neue Fette. Das ist zwar wirklich noch mein Ziel, sollte man am besten gleichzeitig machen. Abwaschen, den Töpf waschen und dann im Nachhinein fetten. Aber da ich das Zeug noch nicht kann und da meine Videoidee war, was gerade das Bike waschen, habe ich jetzt gedacht, du, komm, geh jetzt an, den Töpf musst du sowieso mal waschen. Der sieht auch richtig grusig aus mittlerweile, vor allem die Front, die Lichtmaske. Und dann habe ich gedacht, du, kein Problem, gehst du ihn waschen, oder? Und darum sind wir jetzt da. Und ich schaue mittlerweile mega darauf schauen, wer hat Vortritt, wer hat keinen Vortritt, wie ist das Ganze so von der Theorie her. Weil ich bin gerade mit meiner Freundin am Theorie lernen vom Handy und darum beschäftigt mich das noch recht mit dem Huren Dings. Hä? Ist es zu kalt? Oder warum haben sie da... Ah, ist das wegen scheiß Corona, dass sie da immer eine Wäschbox abgesperrt haben, oder was? So. Gut, also. Eben, wie gesagt, die neuen Handschuhe. Das ist überhaupt aufnehmen. Ja, nimmt auf. Ich sehe sie ja nicht mehr. Meine Kamera, die ist ja jetzt nicht mehr so, dass ich sie gesehen habe. Handschuhe abziehen. So, jetzt muss ich schnell die Shit rausholen. Weil da braucht man Shit-Tanks. Ah, wir können auch Geld reinschmeißen, direkt, oder was? 1, 2, 5. Ja, ich glaube 5 Stutz wird zu viel, habe ich. Oder man kann Shit rauslassen. Ich muss ja mal schauen, ob ich Shit-Tanks bekomme da. Ja, es ist wie bei Mr. Waschstorm. Ah, falsch, bin ich ein Holzdorf oben. Ah, geil, ich finde es cool, wenn man Franken, wenn man Geld bekommt und nicht Shit-Tanks, weil die kannst du wenigstens sonst noch nutzen, oder? Ich würde sagen, ich lasse 3 Stutz wieder brauchen. Beziehungsweise wieder rein tun. Gut. Und dann machen wir zuerst mal Hochdruck vorreinigen. Und dann Glanzspüler. Da dann nicht mit Bürsten und alles. Das ist jetzt das Problem jetzt, dass ich die Kette nicht kann. Dass ich die Kette nicht kann putzen, oder? Könnt mir gerne sagen, ob euch das gefällt, dass ich auch so Sachen mache mit der Kamera und nicht nur auf dem TÜV fahren. Ich finde es ziemlich geil, so Sachen auch zu machen, weil es ist ja schlussendlich ein Motovlog. Ein Vlog selber wäre mit der Kamera rumzulaufen und ein Motovlog ist einfach sozusagen halt auf dem TÜV. So. So, dann Schaumbürste, Grundreinigung.
Ich habe irgendwie das Gefühl, meine Schuhe sind irgendwie offen. Ja. Schambürste Grundreinigung, vor allem die Felgen putzen. Ja, da komme ich so gut rein, gell? Mit dem Teil. Ja, ich wollte es eben einmal, ich habe ja so viel, eigentlich ist es blöd, dass ich das da mache, weil ich habe so viel Mittel und Zeug und Sachen zum Putzen. Aber ich habe sowieso mal gesagt, wenn ich dann nicht mehr mit dem Mazda rumfahre, irgendwann wollte ich mir einfach ein Ding nehmen, dass ich sage, so nicht darf und das Auto einwintern. Es gibt zwar sicher auch Leute, die japanische Autos oder einfach allgemein schöne Autos immer fahren, die es gar nicht einwintern. Aber für mich wäre es auch ein Kostenpunkt, dass ich sage, du, das Auto einwintern. Erstens kann ich sagen, du, jetzt gibt es keine Ausfahrten mehr. Jetzt gibt es nur noch, wenn, dann gibt es einfach richtige Besuche. Zum Beispiel zu Verwandten oder so, zu Kollegen oder wie auch immer, aber die Ausfahrten gibt es nicht mehr. Da habe ich schon mal ein bisschen Geld gespart. Und, wie soll ich sagen? Und, so geht es da wegen dem Ding aufpassen, wegen dem Lüften, kühlen, dass ich dort nicht viel mit Wasser mache. Wie heisst es? Genau, dass ich einfach sozusagen das Kapitel. Es ist jetzt das nicht klarspülen. Mal klarspülen. Dass ich das Kapitel Auto, Ausfahrten, Oldtimer, wie auch immer, für das Jahr dann sozusagen wie abgeschlossen habe, blöd gesagt. Oder das, ja, kann ich damit einfach sagen. Wollte ich mal schauen. Und dann tue ich zumindest mal die 2 Autos probieren, richtig innen super gut zu waschen und außen super gut zu waschen. Und dann mit so diesen Decken, also dann tanken, Luft noch reinlassen, dass das auch stimmt. Und dann zudicken und fertig, oder? Und aber, dass er vielleicht kann durchlüften kann. Oder so wie das an, also über das Koppen. So nicht noch ganz spülen. Wie heisst es? Dass ich aber dann Fenster einen kleinen Spalt offen lasse. Bei dem Auto, dass es ein bisschen durchlüften kann. Oder? Genau, das ist ein bisschen mein Ding, was ich dann machen will. Um den TÜV, sobald ich die TÜV-Prüfung bestanden habe, sobald der TÜV-Gottesdienst durch ist, das ist ein bisschen wie Tradition geworden bei uns, dann dasselbe mit dem TÜV. Und beim Audi und beim TÜV gebe ich halt Nummern ab. Beim Mazda macht es keinen Sinn, wie der Mazda mit dem Opel zusammen ist. Und der Audi ist ja sozusagen zum Familienfahrzeug geworden. Wie blöd es auch immer tönt, ich bin ja sowieso der Einzige, der das aktuell überhaupt mal gefahren ist, am meisten gefahren ist. Das ist eigentlich mein Auto, aber es ist sozusagen zum Familienauto geworden. Genau. Jetzt haben wir ihn so ein bisschen ganz grob geputzt. Und wie heisst es? Ich wollte ihn dann aber mal daheim mit den verschiedenen Mitteln, die ich habe, richtig putzen. Sattel vielleicht richtig einreiben, was auch immer, also wirklich richtig schauen auf Werterhalt sozusagen, oder? Und dann den auf die Seite stellen. Weil das mache ich sonst schon nie, da kann man es wenigstens, wenn ich es mache, dann wirklich richtig machen. Nicht so wie jetzt, aber es ist auch so gut gewesen, dass er mal ein bisschen geputzt ist. Dann würde ich sagen, wäre es das letzte Video für heute. 3 Videos aufgenommen, mal schauen, was zum Brauchen ist. Und dann, ja, wäre es das gewesen. Und jetzt habe ich auch auf dem Video noch zeigen, dass ich den TV anbringe. Der TV ist angegangen. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander. Euer Obscuro 94. Ciao. Ich tue jetzt gerade, wenn ich denke, das Hampel ist da oben, ich tue jetzt gerade bremsen ein bisschen. Einbremsen, dass das saure Wasser weggeht. Dass wenn es eine Vollbremsung sollte geben, dass es auch funktioniert. Ihr schaut jetzt, jetzt fahre ich da mit 20 km/h da vorne.
da weg von der Dulddecke und mache jetzt Vollbremsung. Okay, seht ihr, es tut schon regeln. Man hört es, dass es regelt. Ich habe nicht geschaut. Er hat sich zwar entschuldigt, aber es war auch meine Schuld gewesen, oder? Gut, das ist auch ein Grund, dass ich meine Kamera will immer laufen lassen, weil jetzt der Motorvlog fertig ist, um einfach Beweislast zu haben. Irgendwann stellt die Kamera ab und ist voll oder wie auch immer. Aber ja, gut, links wird es echt gut sein. Genau, das ist ein bisschen mein Ding, dass ich die Kamera immer laufen lasse. Und jetzt ist noch gerade so ein Vorführ-Ding gewesen. Also Vorführ-Aspekt, wie auch immer. Und dann würde ich sagen, ja, wäre es das gewesen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.